Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wieder mal im Solo-Modus unterwegs, wie könnte es anders sein? Und wir haben noch ein bisschen was zu tun hier, wenn man sich erinnert von der letzten Folge, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir waren woanders, war genau. Hier hätten wir das zwar schon geschafft, aber halt nur einmal. Das andere wollte ich, glaube ich, mal offscreen machen oder später einfach mal, um ein stärkeres Deck zu haben. War hier, glaube ich, sogar noch. Meinst du, was hier noch ein Duell gefehlt hat? Wo ich glaube sogar gesagt habe, genau, das versuchen wir dann glaube ich noch ein oder zweimal mit dem Leihdeck. Und falls es klappt, dann mit meinem Deck. So. Es ging irgendwie um fortschrittliche Ritualkunst. Kurz nachgucken. Wo haben wir den Scheiß schon wieder? Okay. Was man entspricht, also mir geht nicht, also muss genau dem entsprechen, dem Level des Ritualmonsters, was wir rufen wollen. Ja, irgendwie mit den Seilbängen war irgendetwas, genau, aber eigentlich müssen wir Ruin rufen, also es geht eigentlich um das Duell zwischen Ruin und Demise. Wir haben das Lichtdeck, er hat das Finsternisdeck, alles klar. Wir versuchen es mal. Und dann im Idealfall geht es nachher weiter mit, vermutlich, einem komplett neuen, ich sage jetzt mal Story-Arc. Oder Decktypus. Passt glaube ich besser. So, warte mal ganz kurz. Ich habe bemerkt, dass mir irgendwie das Mikrofon gleich auseinanderfällt, beziehungsweise die Mikrofonhalterung. Moment. Okay. Crazy. Naja. Schrauben müssen sich mit der Zeit ein bisschen lockern dürfen oder müssen sich bewegen dürfen, sag ich jetzt mal. Dürfen es nicht so stark angezogen sind, dass sie schon fast das Ganze sprengen. Das wäre ein bisschen doof. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir sind hier nicht irgendwie bei der Handwerkskunst oder so. Ne, wir sind hier bei Yu-Gi-Oh! So, ich habe offenbar nur Ritualheiligtum. Ich bin gespannt, was kann die Karte? Du kannst einen Zauber abwerfen. Füge deiner Hand ein Lichtritualmonster oder ein Ritualzauber von einem Deck hinzu. Du kannst eine beliebige Anzahl Zauber von deinem Friedhof ins Deck mischen. Und ein Lichtfee-Monster in einen Friedhof wählen, dessen Stufenanzahl der Karten entspricht. Okay. Man kann relativ viel mit der Karte, wäre ich gerade so. Gut, ein Zauber abwerfen. Will ich denn schon etwas abwerfen? Will ich den abwerfen? Anbieten. Ne, glaube ich will lieber nicht. Aber was ich will ist Manju. Der 10.000 Hände rufen, damit ich mal, ich würde sagen, schon mal Ruin rufen kann. Also eigentlich kann doch nachher Rotation der Welt spielen. Genau, also theoretisch. Du musst ein anderes Tribut anbieten, dann gemeinsame Stufe. Also eigentlich kann ich sie hier opfern, um eine weitere aus dem Deck zu rufen. Und ein Deck zu beschwören, genau. Will ich natürlich noch nicht jetzt machen. Da ich nicht genau weiß, was er nachher macht. Das Deck, dann schauen wir uns das Ritualbeschwörung. Und so, du kannst noch einen Effekt. Okay, wir gucken mal. Theoretisch natürlich setzen, weil sie so ein Schnellzauber. Station der Welt. Naja. Natürlich hier, du kannst diese Karte mit Zyklus der Welt Ritualbeschwörung rufen. Die Frage geht es damit dann nachher auch, weil es explizit hier steht. Ja, es ist natürlich, eigentlich ist der Name dieser Karte hier anders. Das müsste das Stufe 8 Monster sein, nicht das Stufe 10 Monster. Ja, wir gucken mal. Ja, super, natürlich nutze die Karte. Er ruft natürlich dem fucking Stufe 10 Dinger, ihr glaubt das nicht, ey. Die verbannt werden soll. Oh, wir haben ein paar von den Stufen 10 Dingern.
nicht so viel, Alter. Kein selber. Ja, in der Welt ist Metallbeschwörung. Okay, dann geht's Loch. So, da hätte ich nichts machen können. Also das Problem ist auch, wenn ich die Zauberkarte gespielt hätte, hätte ich auch eine weitere Ruine aufs Feld gebracht und sie wäre nachher zerstört worden. Also ich hatte da gar keine Chance. Er konnte einfach, das ist irgendwie einfach ein bisschen kacke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann ja, ja, auch wenn du eine Ruine gerufen hätte, hätte den meisten Effekt nicht gezogen, okay. Aber trotzdem, er hätte all die anderen Monster rufen können. Sein Demise ist stärker als meine Ruin, also insofern, ich hätte vielleicht noch einen Zug oder zwei noch überlebt, oder das wäre es auch gewesen. Also insofern. Gut, muss ich eigentlich nicht rufen. Eigentlich wäre der natürlich schon besser. Also eigentlich hätte er jetzt gesagt, rufe ich ihn. Manchu 1000 Hände, nutze seinen Effekt und ruf mir oder wähl mir eine Ruin-Königin des Dingsbums. Ich kann natürlich schon jetzt einen der Welt rufen, aber bringt mir jetzt nicht so viel. Dann schmeiße ich ihn ab. Ich bin eigentlich doof. Ich bin eigentlich echt dumm. Warum habe ich jetzt nicht die Stufe 10 Ruin gewählt? Weil ich hätte jetzt die beiden nutzen können. Ja gut, wobei. Weiß nicht, was er macht, wa? Bei seinen Stufe 10 die meiste sowieso stärker als meine Stufe 10 Ruin. Also insofern. Ja, natürlich. Wo bin ich Stufe 8? Tatsache. Schwierig. Also normales Monster müsste eigentlich reichen, wa? Bingo. Zum Beispiel. Warte mal, ganz kurz gucken. Als Ding. Okay, gut. Rufe erstmal Manchu. Um seinen Effekt zu nutzen. Jetzt hole ich mir eine Stufe 10 Ruin auf die Hand. So, dann spiele ich Ende der Welt. Ah, es geht eben doch nur mit ihr. Scheiße. Ey, ganz ehrlich, das ist doch einfach Kacke. Aufgeben geht echt nicht mehr, wa? Krass. Das ist das Problem, dass grundsätzlich die meist stärker als meine Ruine ist. Und irgendwie kann er auf fortschrittliche Ritualkunst immer ziehen oder hat sie immer auf der Hand. Während wir irgendwie immer, ja, mit Mühe und Not über ein Ritualmonster rufen können. Also natürlich Stufe 10, 4. Weil ich mich ernsthaft frage, wie ich das überhaupt mit meinem eigenen Deck kontern sollte. Wenn er halt immer dieses Kartenglück hat in den ersten 2 Zügen, aber gar keine Chance. Hat man hier mir irgendwas übersehen? Ja gut, ich habe Raigeki, ja, und schwarzes Loch, bisher noch nie gezogen, super. Ritualkunst habe ich eh nicht im Deck, okay. Ich müsste Relation der Welt, Zyklus der Welt, mit denen muss ich irgendwie was machen. Ich muss halt erst haben und dann eben kommt es auch darauf an, dass ich irgendwie in der Lage wäre, meine Monster rufen, bevor er seine rufen kann. So, dann ziehe ich mal.
Nochmal eine Ruin. Also wir haben zweimal auf Stufe 10, einen auf Stufe 8. Da muss er was machen können. Gut, da brauche ich Ritual-Heiligtum jetzt, weil ich habe ja Rotation der Welt. Spezialbeschwörung aus. Ja, ich wähle die hier. Und opfere die andere. Und da ich so gemacht habe, müsste ich ja auch ihr eigener Spezialeffekt aktivieren. Kein Ritualmonster, du kontrollierst nicht, du kannst Effekte zerstört werden. Das heißt, ihr könnt sogar jetzt theoretisch Schwarzes Loch spielen, sie wird davon nicht getroffen werden. Wird einen zweiten Angriff durchführen. Genau. Was ich jetzt machen könnte, wäre noch Schwarzes Loch abwerfen für eine weitere Zauberkarte oder so, aber nee. Warum? Da müsst ihr jetzt ordentlich reinhauen. Plus 1900 wegen ihrem Effekt. Und ich kann nochmal angreifen, wegen mir einen Effekt, da ich ja für ihre Beschwörung ein anderes Ritualmonster genommen habe. So. Also merkt, hey, diese Ruinen und die Maisdinger, das kann sehr schnell vorbeigehen. Kann aber auch ein bisschen länger dauern. Super, der Handel aus Stufe 10 Viech. Kann sein Viech eigentlich durch Effektkarten zerstört werden? Durch Kampf zerstört werden. Ah. Ja, insofern. Schau dir mal. Okay, bei Ruine ist es so, da können. Also natürlich auf der Stufe 10 Monster. Da können Ritualmonster nicht durch Effekte zerstört werden. Und bei Demise auf Stufe 10 ist es so, es können nicht im Kampf zerstört werden. Das ist natürlich ein interessanter Fakt. Und vor allem kann er die Demise-Effekt nicht nochmal nutzen, weil er keine Lebenspunkte dafür hat. Das ist natürlich auch wichtig. So, ich nutze natürlich seinen Effekt für eine Zauberkarte. Die Frage ist, welche? Ja, eine der Welt, die gefällt mir gerade nicht so. Deswegen ist Kobus gerade auch nicht so. Zug aus der Welt. Scheiße. Er muss fast Ende der Welt nehmen. Also, das bringt irgendwie nichts. Vorausgesetzt, er überlebt jetzt. Ja, okay. Hätte auch anders sein können. Victory sauer. Na, endlich. Und sauer bin ich auch. Menschenskind, ey. Ja, Level up. Perfekt. Symbol. So, natürlich sind das Duelle ja noch, die mit meinem Deck noch fehlen. In dem Sinne ja auch. Hier noch die Belohnungen und so. Aber eben das zu einem anderen Zeitpunkt. So. Abgeschlossen ersten Bein, das ist klar. Da haben wir schon geguckt, glaube ich, zu Beginn der Folge, dass wir hier momentan auch nichts Neues mehr freischalten können. Geht bloß noch um die. Genau, weil ich es einmal schon geschafft habe, okay. Das jeweilige zweite Duell noch, was wir uns dann für anderes Mal aufsparen. Entweder, wenn wir gerade irgendwie noch ein bisschen Zeit haben in der Folge oder so, oder sonst irgendwie Fakt ist. Noch ein paar Lichtkugeln müssen wir uns von irgendwo anders her beschaffen. Da ist mal das durch. Das Rätsel der Megalithen. Megalithen haben die einzige Fähigkeit, Ritualmonster ohne Ritualzauberer zu beschwören. Hä? Sind wir da ein bisschen oldschool unterwegs? Hier haben wir Ritualmonster, hier nochmal Ritualmonster. Okay. Szenario. Was?
Du kannst diese Karte in einer Megalith-Karte Ritualbeschwörung beschwören. Also machen wir trotzdem Zauberkarte. Du kannst einen Megalith-Zauber fallen und einen Deck hinzufügen und in der Phase kannst du aktivieren, mit einer Hand, und dann Spielfeldseite. Dann gemeinsame Stufe. Hä? Sind das Ritualmonster, die ich dazu nutze, um andere Ritualmonster rufen? Das wäre auch eine Option. Das Rätsel der Megalithen. In uralten Zeiten wurden viele monumentale Steinbauten errichtet. Steinkreise und Pyramiden sind Beispiele dafür. In vielen anderen Welten gibt es jedoch verschiedene Arten von kolossalen Gebilden. Schauen wir uns eine davon an. Die gewaltigen Steingebilde, die als Megalithen bekannt sind. Der Megalith Ophiel ist eine weiße Statue, die einem Engel ähnelt. Ihr weldiges Haar reicht bis auf die Schultern und darüber hinaus, und ihre Augen sind mit einem sanften Ausdruck geschlossen. Was besonders ins Auge fällt, die geschlossen sind die Flügel an ihrem Rücken, wie bei einem Engel. Ihre strahlende Heiligkeit lässt den Betrachter Ehrfurcht und Demut empfinden. Demgegenüber steht der schwarze Teufel, Megalith Hagif. Eine Statue eines hageren Teufels, der mit verdrehten Gliedmaßen dahockt und ständig Schmerzen hat. Sein Gesicht ist hinter einer Maske verborgen. Nur der nicht ganz verdeckte Mund lässt seinen Gesichtsausdruck erahnen. Die Stacheln, die seitlich in seinem Körper stecken, flößen den Betrachter Furcht ein. Die Skulpturen zweier Kinder in Weiß und Schwarz, Megalith Och, zeigt scheinbar ein liebliches Zwillingspaar. Nach der Flügelform zu urteilen, scheint das weiße Kinn ein Engel zu sein, das schwarze Kinn hingegen ein Dämon. Ganz normal also. Bemerkenswert sind auch die gegensätzlichen Gesichtsausdrücke. Die Sockel der Megalithen bestehen aus einem unbekannten Material, nicht aus Naturstein. Zu ihren typischen Merkmalen gehören eine siebeneckige Verzierung und ein mystisches Muster. Was für eine Macht verbirgt sich in diesen Sockeln, die ein sanftes Licht ausstrahlen? Cliffhanger. Nein, Quatsch. So. Praktik, ja, wenn wir sagen, los geht's, Freunde. Da können wir uns, glaube ich, die Folge noch antun. Lernen die Vorzüge und Nachteile des Megalithen-Decks. Oh Gott, das Deck ist jetzt relativ interessant gerade. Hier. Jenseits der Megalithen. Doki Doki. Senju. Okay, ist klar. Megalith Fool. Megalith Ophiel. Hagif. Da gibt es mehrere Megalithen. Falek. Betor. Aratron. Ich habe zuerst Aragorn gelesen. Ne, wir sind nicht bei Herr der Ringe. Aber vielleicht wurde es davon inspiriert. Kann ja sein. Landformen, das Begräbnis ist auch klar. Top der Extravaganz. Megalith Portal. Zauberkarten. Ja. Oh, Magnetkraft. Die kennen ja aus dem Anime noch von Yugi. So, ja, würde mal sagen, Freunde, wir versuchen es mal, wa? Was will uns das Megalithen-Deck denn wohl lehren? Die Frage ist, spricht man es Megalith aus oder Megalyth? Eigentlich ist es kein Y, also müsste es I sein, aber irgendwie klingt es falsch in meinen Ohren. Was macht das Deck einzigartig? Es sind Ritualkarten. Damit bist du mittlerweile vertraut. Alle Megalith-Monster sind Ritualmonster. Glückwunsch. Obwohl sie keinen eigenen Ritualzauber haben, kann jedes Megalith-Monster verwendet werden, um ein anderes Megalith-Ritualmonster zu rufen. Insbesondere Megalith-Monster der Stufe 8 können aus der Hand abgeworfen werden, Ritualbeschwörung zu aktivieren und damit eine Reihe von Spielmöglichkeiten zu eröffnen. Wenn es durch andere Karteneffekte Ritualbeschwörungen auf das Spielfeld beschworen werden, erhältst du hohe Angriffspunkte, Def und andere schnellere Effekte, die dich im Duell nach vorne bringen. Gut. Mein Zug. Ich ziehe.
Du hast einen Megalithen gezogen. Glückwunsch. Ritualbeschwörung. Okay, legt einen ab, um einen anderen zu rufen. Wow. Ich leg den ab. Ich lege ab. Nichts hält uns am Boden. Okay. Mit dem ebenfalls Schnelleffekt. Okay, der andere Schnelleffekt. Super. Ah, ich kann die Megalithen quasi als eigene Zauberkarten nutzen. So. Ritualbeschwörung beschworen. Was mir bis heute noch nicht aus dem Kopf gibt, Freunde, ob es nicht irgendwann vielleicht auch mal so sein wird, dass Ritualmonster ins Extra-Deck kommen. Eigentlich sind es wie Fusionsmonster, Synchro etc. sind es halt spezielle Monster, von dem her. Ziel haben, okay. Greif ihn direkt an. Und bin somit den Part. Nein, ich will nicht, der Part darf nicht zu Ende sein. Nein! Victory Zeros. Danke. Kugel Wind. Die ersten Mal, die wir jetzt bekommen haben als Wind, okay. So. Haben wir noch ein Duell? Okay. Freunde, ich würde sagen, nächster Part machen wir hier weiter mit den Megalithen oder Megalithen besser gesagt und gucken mal, was die uns so für Vorteile und generell für Aspekte des Duellierens bringen, wa? Kann man glaube ich mal so formulieren. Und ja, bin schon sehr gespannt und auch, ob wir noch ein paar Lichtkugeln kriegen für eben auch unsere Elementarkrieger. Mal gucken. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem Rätsel Megalithen zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis dahin, ciao zusammen.